Also es ist sicherlich eine der komplexesten Produktionen, die wir je gehabt haben. Es geht immerhin um 2700 Athleten, unheimlich viele Bewerbe. Die besondere Herausforderung ist, dass wir hier mit ESPN gemeinsam mit einem amerikanischen Partner arbeiten. Wir sind gemeinsam Host-Podcaster, haben zwei verschiedene Formate, die wir irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Ein Konzept, das sich immer wieder verändert. Die Amerikaner haben sehr, sehr viele Ideen, die sie ebenso einbringen wollen wie wir. Wir sind momentan gerade dabei, mit den Amerikanern gemeinsam das Konzept etwas zu konkretisieren mit dem Organisationskomitee. Wir haben uns darauf committed, dass der ORF federführend sein wird für die Eröffnungszeremonie und die Schlussfeier. Wir werden auf ORF Sport Plus Highlights anbieten, nämlich täglich 25-minütige Zusammenfassung. ESPN kommt mit ihrer großen Anchorman, mit der Robin Roberts, wird die Eröffnung begleiten, ebenso wie die Schlussfeier. Also es ist sehr, sehr viel in Planung und ich bin zuversichtlich, dass wir das gut über die Bühne bringen werden, aber es ist noch sehr viel Arbeit vor uns. See, this is our second trip here to Austria. We came here in June and we saw the competition venues, and then we came back here this week. And Austria is such a beautiful country with wonderful people, but it's so different once you get here and you see the snow, and it's just plain spectacular. We think it's going to be an outstanding event, particularly because the venues have been so well prepared. ESPN's company believes in serving sports fans, and that means all sports fans. And this community of athletes is a community that has been for years somewhat neglected. And I think that over the last few years, ESPN's come to find out that there are many people who are fans of this athletic competition. And so from the Summer Games in Los Angeles to our new 3-year commitment, ESPN will do its very, very best to showcase these wonderful athletes, tell their stories, and make sure that inclusion is an important part of the world of sports. Ja, mein Engagement für Special Olympics hat 1993 begonnen, als die ersten Spiele außerhalb der USA hier in Österreich waren, in Schladming und in Salzburg damals. Und das, was ich mit diesen Athleten erleben konnte, bei diesen Spielen, während der Bewerbe, danach im privaten Bereich, das hat mich so beeindruckt, dass ich einfach gar nicht anders konnte, als mich auch in Hinkunft dafür zu engagieren. Erstens mal ist es völlig ungewöhnlich, dass in einem Land gleich zweimal hintereinander, wenn auch mehr als 20 Jahre dazwischen liegen, solche Weltspiele veranstaltet werden. Also insofern hat sich natürlich auch wirklich bewährt, dass die Special Olympics Bewegung in Österreich nicht nur etwas ist, das bei Weltspielen oder bei nationalen Spielen präsent ist, sondern dass es wirklich etwas Nachhaltiges ist, dass während des ganzen Jahres Veranstaltungen für Special Olympics Athleten in Österreich arrangiert werden. Und das ist natürlich etwas, das man auch bei Special Olympics International in Washington mit großer Freude und auch mit Bewunderung gesehen hat.